Der Traumchef und die Gedankenpost. Diffi kasset ein kleines Mandli in seiner regenbogenfarbigen Riesenkugel hin und her. Finden tut man die übrigens genau in der Mitte zwischen dem Sternenhimmel und der Erde. Dort gibt es ein milchiges Streifchen Luft, wo nie ein Flüger oder ein Helikopter herkommt. Nur ab und zu eine weisse Taube. Geschäftig schoppt das Mandli durchsichtige Blätterchen mit Gedanken drinnen in verschiedene Schubladen rein. Dann macht es plötzlich eine Vollbremsung an allem Arbeiten, schaut um und schmunzelt. Also eins ist sicher, wenn die Menschen, die Mami, in mein Reich einen Besuch machen könnten, dann würde die gerade postwendend hinter sie auf den Rücken schlagen. Ein sättiges Gnosch habe ich um einmal. Mit seinem langen Näsi, den gestreifelten Hosen, am knallig roten Pulli und der lustigen Zipfelkappe, wo ein goldiges Pompon dran bambelt, sieht das Mandli eigentlich fast aus wie ein mehr besserer Gartenzwerg in einer Seifenplatte. Aber stopp, nicht etwa frech tun. Das ist nämlich der Traumchef höchstpersönlich. Und die supergrosse Platte, das ist nicht nur so ein Seifenwasserzeugs mit Luft gefüllt, sondern ein Kristallpalast aus Regenbogenjuwelen. Der ist das Zuhause vom Traumchef und noch gerade das Lagerhaus von allen Träumen der ganzen Welt. Also von denen vom Dschungelmädchen Liane, über die vom Lockenköpfli Laura, bis her zum Iglubub Isidor und natürlich auch von dir. Drum, es ist nicht einfach, im Kristallpalast aus Regenbogenjuwelen Ordnung zu haben. Von allen Seiten blubbern fast ohne Pause kleine Postblätterchen mit Gedanken drinnen daher. Alles das, was die Menschen sich ganz fest wünschen. Von dem, was sie Angst haben. Oder auch von dem, was sie anschauen. Gibt es ein Postblätterchen, das zack zum Traumchef fliegt. Der hat für alle Leute eine Postschublade. Dort drin kommen jeden Tag die neuen Blätterchen. Wenn die Schublade voll ist, wird geschüttelt, ein Hampel Post rausgenommen und gehüdert, der Rest bleibt drinnen. Und von allem dem, was so in der Schublade zu finden ist, von dem kann es in der Nacht einen Traum geben. Einmal mehr geht die Sonne säuferli unter und es nachtet ein. Der Traumchef weiss, dass das für ihn heisst, sich kurzum auf die Reise zu machen. Darum geht er schnurstracks raus in seinen Garten. Dort schüttelt er 2-3 Mal an seinem alten, grossen, regenbogenfarbigen Baum. Das reicht für genug Zauberstaub vor in die Bauchtasche von seinem Pulli zu furken, dass er in dieser Nacht allen, die ihm rufen, etwas Schönes zu träumen vorbeibringen kann. Der Traumchef ist nämlich nicht nur für das Verräumen der Post zuständig. Nein, er macht auch Besuche daheim. Denk bei all denen, die ins Bett schlafen und ihm rufen. Traumchef aus dem Regenbogenpalast. Schau, ich schlafe jetzt schon fast. Komm bitte schnell und bring mir einen schönen Traum. Einen ab deinem regenbogenfarbigen Zauberstaubbaum. Ich möchte gerne Bussi, Ross und Delfine sehen. Und noch viele andere liebe Tierli mehr. Vergiss mich nicht, komm jetzt heute zu Besuch. Sonst schläfe ich unter das Leintuch. Hat das Zimmer gelüftet und bin voll parat. Möchte nicht träumen wie ein gemischter Salat. Drum komm und lass mich nicht allein, bis mein Gast hier bei mir daheim. Und genau in dem Moment, wo die Kinder das Sprüchli fertig aufgesagt haben, da kutzelt am Traumchef sein Mittelfinger. Das ist wie ein Alarm. Einer, der zeigt, «Hallo, ich brauche dich.» Ausgelöst wird der Alarm von einem dicken Zauberring. Der thront mit einem grossen, dunkelgrünen Stein am längsten Finger vom Traumchef. Dann muss der nur noch seinen Zauberring einmal um den Finger umdrehen, etwas Wichtiges kuscheln, und dann ist er traumhaft schnell von seinem Palast fortzaubert und landet mit seinem Himmelsurfbrett direkt im richtigen Kinderzimmer. Meistens neumen auf dem Fensterbrett. Dann guckt er mit seinen lieben Augen um, ob alles in Ordnung ist.
Streut den kleinen Preisen Zauberstaub in den Raum, blaset einmal zünftig, so dass sich der gut verteilen kann und geht dann ins Haus weiter. Klar gibt es manchmal Eben, wo der Traumchef zur gleichen Zeit an so manchem Ort sein sollte, dass er sich beim einen oder anderen Kind ein bisschen verspätet, bis das sein Traum überkommt. Das ist dann, wenn man nicht gerade so schnell einpfusen kann. Aber wenn man denkt, wie viele Leute am Abend auf einen schönen Traum warten, muss man darüber nicht tauben werden.